Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. Und wir haben uns hier schön Pandoria umgeguckt und jetzt wird es Zeit mal ins Schloss zu gehen. Und ich muss echt sagen, ich mag in Lufia diese Schlossmusik genauso gern, wie ich die Bosskampfmucke mag. Hier bin ich. Ich bin soweit, Kommandantin. Und das ging wohl nicht so gut aus von dem armen Hansel. Ist das alles? Meinst du wirklich, dass du auf die Weise Schloss und den König beschützen kannst? Entschuldigung, große Kriegsherrin. Naja, nach 10 bis 20 Jahren intensives Training, du wärst ein guter Soldat wäre. Ich werde hart an mir arbeiten, Kommandantin, das verspreche ich. Erlaub, ich will mich jetzt in meine Kammer zurückziehen. Ruf mich, wenn du mich brauchst. Verstanden. Jo. Die ist ziemlich hübsch, oder? Was meinst du, Maxim? Wie? Ja, ich denk schon. Die ist nicht mal gut die Kriegerin, sie ist aber armutige und begehrenswert die Frau her. Findest? Männer, kaum sind sie schon die Frau lauft nur das Zapper aus dem Mund. Widerlich. Urteil mal nicht so früh, oh Tia, du schändst die unarmutigste aller Frauen. Schleimbolze, ich glaub da kein Wort. Jetzt gib doch mal Ruhe, sonst müssen wir nicht wieder was Knie lecken. Was? Aber du hast sie dann genauso gierig angeguckt. Das ist nicht wahr. Naja, schlicht sieht sie jetzt wirklich nicht aus. Und nie habe ich so eine starke Frage gesehen. Ja, ich auch noch nicht. Allerhopp. Kommandantin Selan ist die beste Kämpferin in der Armee von Pandoria. Wir kehren der Armee von Pandoria an. Wir üben jeden Tag, um Schloss vor Monster zu beschützen. Die war schon als Kind so ein Kraftprotz, jetzt ist er eine wahre Kriegerin. Jo, Allah. Das ist Schloss Pandoria. Allerhopp, was ist mit dir? Wenn ihr zum König wollt, könnt ihr die Treppen nehmen. Das ist eine kleine Abkürzung. Jo, und du? Bevor Selan aufgetaucht ist, war unsere Armee schwach. Jetzt sind wir die stärkste Streitmacht von der Welt. Ach, ihr seid doch sehr bescheiden. Selan ist wundervoll, ich bin sehr stolz auf sie. Selan ist zauberhaft und unsere beste Kriegerin. Ich glaube, ich habe mich in sie verliebt. Ja, die können es auch nicht einfach nur als gleichberechtigt die wahrnehmen. Es muss immer wieder darauf betont werden, wie toll das ist. Der König hat das Schwert in der Festung im Norden vermutet, aber da lauert eine Horde von Dämonen. Ich glaube, nur Selan kann das Schwert aus der Festung holen. Nur sie hat genug Kraft. Okay, wir haben was über Schwert erfahren. Kommandantin Selan ist sehr stark. Wir sind stolz, einen weiblichen Kommandant zu haben. Ja, ihr betont es auch überhaupt nicht. Ah, okay, da kommen wir dann durch hier. Gut. Hinter dir ist Selans Kammer. Jo, gehen wir mal rein. Servus. Oh, ihr seid's. Was führt denn euch hierher? Neugier. Selan hat ihre Eltern schon im Kindesalter verloren. Ich habe sie aufgezogen, bin jetzt stolz, dass meine Bemühungen gefruchtet haben und Selan so wundervoll die Frau Woche ist. Jetzt braucht sie noch einen guten Mann, doch die scheint kein Interesse dran zu haben. Aha. Ich spare mal meinen Captain Obvious Kommentar zu dem Vorfall hier. Okay, was ist mit dir? Hinter der befindet sich der Thronsaal. Allerhopp. Was ist mit dir? Der Mann auf dem Thron ist unser König. Ach, wer hätte es gedacht? Ich heiße Sophie. Ich habe bereits von deiner großen Tat im Königreich Lunaria gehört. Ich wollte dich unbedingt kennenlernen. Ich bin ja so glücklich. Okay. Willkommen im Königreich Pandoria. Ja, was mit dir, du weiser alter Mann? Kann's sein, dass du Maxim bist? Ja, ich bin Maxim, aber woher kennst du meinen Namen, mein König? Der König von Lunaria hat mir erzählt, dass du ihm die gestohlene Krone zurückgebracht hast. Ich hab gehört, du seist auf Reise und hab gehofft, du dich immer reich kommen. Willkommen! Weil ich schon mal von deiner Fähigkeit gehört hab, wollte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Ah jo, komm. Ich hab nichts anderes erwartet. Ha! Im Norden soll sich das legendäre Deko-Schwert befinden. Der Haken an der Sache ist, dass da viele Dämonen lauern. Aber mit deiner Kraft und der Fähigkeit, da sollte es dir wohl locker gelingen, das Schwert zu erlangen. Natürlich werde ich dich fürstlich belohnen, wenn du mir das Deko-Schwert bringst. Einverstanden? Mach mal. Wunderbar. Warte mal einen Moment. Hey, Marcellus. Ihr, mein Fürst. Hol doch mal die Selan her. Sofort, mein König.
das ging jetzt ziemlich fix. Mein König? Seelan, ich will, dass du mit Maxim in die Festung im Norden gehst. In die Festung? Wegen dem Dekoschwert? Ja. Das kann ich ja allein mit meiner Truppe erledigen und dazu brauchen wir fremde Hilfe. Ich weiß doch, dass du stark bist. Jeder sagt's mal jeden Tag, der ganze liebe lange Tag lang, ich kann's nicht mehr her, aber du kannst nicht alles allein machen, Mädel. Gemeinsam können wir die Dämonen trotzen. Jetzt erfüll mir bitte den Wunsch, Seelan. Du wirst dein König doch nicht enttäuschen, oder? Jetzt geh und find's Schwert. Aber mein König... Willst du mir etwa widersprechen? Nee, mein König, ich werde zusammen mit Maxim die Mission erfüllen. Seelan wird mitgehen, Maxim. Du wirst die Truppe A-Führer. Hast du damit ein Problem? Nee, mein König, absolut nicht. Großartig, Seelan, das ist die einmalige Chance zu lernen, wie es ist, wenn man gehorchen muss. Ich wünsche euch jetzt auch viel Erfolg und jetzt kusch kusch. Na gut, halten wir mal Kriegsrat. Du bist Maxim, oder? So nett bei mich. Wer sind die anderen? Das ist geil, ich habe ihn in Tanbel getroffen und das hier ist hier. Hallo? Maxim, ich will ehrlich sein, ich trau dir nicht. Ihr wollt befohlen, dir zur Folge und mich den Befehl zu unterstellen. Das ist aber auch alles. Du hast schon ziemlich direkt die Art zu retten. Ja, ich sag immer meine Meinung. Ja, ich verstehe der Lage, aber was kann ich da machen, um dein Vertrauen zu gewinnen? Deine Kraft allein wird nicht ausreichen, um mich zu überzeugen. Du bist aber hart. Jo, Allah, wir werden uns schon zusammen rauf und das Dekoschwert finden. Natürlich, so lautet ja auch mein Befehl. Befehl? Das klingt ja sehr ernst. Jo, ich bin trotzdem froh, dass du uns unterstützt. Seelan kommt jetzt halt auch mit. Gut. Hier müssen wir wenigstens keinen Namen geben. Und Seelan ist auch in der Lage zu zaubern, was natürlich erst sehr praktisch ist. Sie kann auch schon Flucht und Warp. Und diverse Angriffszauber. So. Den ich aber noch sage, bevor wir da reinstürmen, gehen wir nochmal in die Stadt und käfen ein bisschen was ein. Ich weiß, dass man in dem Tempel, wie heißt das Dingens, der Frostdegen kriegt man doch, glaube ich. Aber ich will auf jeden Fall nochmal für Seelan ein bisschen was einkaufen, um zu gucken, was man da noch hin. Waffe, Kette kann sie sich holen. Und Franziska kann, oder Franziska nenne ich das Ding jetzt einfach nur, es ist halt so, kann nur Guy tragen, Maßanzug, Hahnenschrei. Ja, komm. Seelan haben wir ein bisschen länger dabei, deswegen machen wir das mal so. Der Rest ist Käse. So. Der Rest kriegt der Hund, nach dem Motto. Lappakutte. Naja, ich hoffe, Federweste schmeckt auch. Wenigstens ein bisschen was, aber dein Lappakutte, ja. Vielleicht kriegst du die eines fernen Tages. So. Gut, Allah, dann wollen wir mal. Ich weiß, dass du ein ziemlich gemeines Rätsel ist, in dem ich immer so ein bisschen hänge. Ich bin ja mal gespannt. Glatzenwicht. Anna. Entschuldigung, das ist so blöd. Das habe ich nie mehr auf dem Schirm gehabt, dass es Gegner gibt, die so heißen. Und der Holzgolem, gut, da gehe ich da drauf und ihr andere stürmt der Glatzenwicht. Alter, ist das eklig. Okay. Hier ist du mal tot drauf. Gott, wie blöd. Ich habe mal schon gedacht, dass bei denen, die sehen so ein bisschen metallisch aus, dass das bei denen schon was bringt, wenn man mit Elektrozauber drauf geht. Gott, ist das so dumm. Oh, nee, Alter. Boah. Ist das dumm? Entschuldigung, ich komme gerade nicht drauf klar. Ist das so doof? Ist das so blöd? Oh Mann, aber gute Erfahrung bringen sie wenigstens die Glatzenwichter. Okay, jetzt sind wir hier im Schwerttempel. Da kommen wir erstmal nicht durch, das ist verschlossen. Ist das so doof? Oh, da sind wieder welche, und ich glaube, ich kriege noch einen richtigen Lachabfall. Okay. Ah, das ist jetzt das erste Mal nach einem Ork dabei, Panzergoblin und ein etwas abgeschwächterer Königsgoblin haben wir auch noch dabei. Als Endboss sind die, Gott, ich träne schon vor Lacher. Als Endboss sind die etwas stärker konzipiert, aber
Wie ihr seht, noch im 100er ist der schon fort. Oink, das war ja das, was ich mal gesagt habe. Dass das bei der Orks der Befehl ist zum Abwarten. Ach Gott, wie dumm. Das wird mich jetzt so den ganzen Teil in dem Let's Play hier noch begleiten. Vor allem, wenn wir die ständig als Gegner hätten, die Dinger. Ach, ist das doof. Ja, komm schon her, bring was hinter uns. Ah ne, Gott sei Dank, es sind nur Holzgolems. Okay, du gehst nur so drauf und du gehst nur mit auf den. Manometer ist das blöd. Aber Holzgolem, naja. Da ist ja eigentlich der Aufwand größer, so viel zu schnitzen, als das dann wieder zu beleben, würde ich, oder beziehungsweise als es zu beleben, würde ich mal so behaupten. Ah, Wunderfrucht haben wir auch noch gekriegt. So, jetzt möchte ich nur noch diese Gule sind das, glaube ich, ja. Die mag ich auf jeden Fall noch erlegen. Ja, komm schon her, du. Ah, na, komm schon. Kommst du her, du. Blauer Wicht. Ab jetzt ist ja alles Wicht. Nee, das war etwas dumm. Moment. Müsste jetzt eigentlich arg gegammelt kommen. So, noch einmal. Nein, was war denn das? Na okay, probieren wir es noch einmal. Na also. Na toll. Ach, ist das doof. Vor allem, wenn ich so richtig lache und vor... Ich habe natürlich nur mal vor der Aufnahme Andy geragt. Ich kann es ja nicht sein lassen, ich alter Suchtkrüppel. Okay, dann gehen wir doch mal mit Funke auf... Ja, es sind Gula. Gehen wir mal mit Funke da drauf. Du attackierst dann und du dann in der billigen Reihe da hin. Also generell merke, wir haben sehr feueraffine Gegner hier. Oh. Ach, der steht hier hinten in der billigen Reihe. Naja. Unser guter Gordo hat uns ja noch geholfen. Die Ghule sehen auch schon so ein bisschen aus wie Buckelknechte, oder? Sehen auch schon ziemlich räudig aus. Ich glaube, das ist selten beim Let's Play, dass ich mal einen Deal gehabt habe, wo ich wirklich so dermaßen lachen musste. Das kommt selten vor. Aber manchmal reicht auch einfach nur so ein billiges Wort aus, um mich richtig zum Lachen zu bringen. Okay, da geht's runter. Dann gehen wir das noch nicht an. Und gucken mal, was uns da auf der linken Seite noch erwartet. So, da guckt mal her. Ach, das sind richtig fiese Gegner hier, diese Ghule. Ich greife zuerst da, finde ich gut. Du gehst auf den und die Mädels helfen da dabei. So, reicht es, Maxim? Nee. Sehr schön. Gut, dass Gordo Maxim treu ist. So. Ja, Seelan hat halt auch nicht die stärkste Angriffswerte. Und die schnellste ist er auch nicht, aber sie wird im Laufe des Spiels auf jeden Fall schneller und besser. Das kann ich mir versprechen. Ah, jetzt hätten wir so Franziska noch gekriegt. Alla hopp. So, komm her, du. Du ekelhafter Schimmelbeutel, komm her. So. 2 von euch. Und ihr geht mal auf den drauf. Allzu viele MP mag ich jetzt auch nicht verschwenden. Ich weiß ja, was für ein Boss uns erwartet am Ende. So, da. Zack. You've been axed. Und weiter. Ja, hier ist noch was. Halte mal eine Gaula. Das müssen wir so machen. Und so. Dann können wir das Bömmchen auswählen und können hier Dendo machen. Und dann ist hier noch was. Joink. Apropos Joink, der Oink steht hier parat. Wir kümmern uns zuerst um diese Orks. Dann können wir uns immer noch um den Königsgoblin kümmern. Zack. Oh, der ist aber hartnäckig. Ja, wie gesagt, bei solchen neuen Gegnern ist immer etwas schwierig am Anfang für mich einzuschätzen, wie viel diese Biester so aushalten. Hey. Ziehen aber bösartig ab. Okay. Maxim Dotruf, du auf den, hier und du kannst uns 3-mal heilen dann zum Schluss. Warum reicht das nicht? Verflixt. Die Geste war ja freundlich, aber irgendwie hat es nicht gereicht. Naja, komm, das kriegen wir schon hier. Gut, Selans Heilung ist an sich auch nicht verkehrt.
Ey, wie, du kannst zweimal angreifen, du Mistvieh. Was für ein Fluglöwe in Friede und genau grunzt dir einer, du Widerling. So. So, so und so. Das müsste dann jetzt aber wirklich ausreichen. Ja, geht doch. So. Du, Feigling. Vor allem, weil die Flucht auch total unnötig war und 857 Erfahrungspunkte hat er jetzt zu Hause lassen. Blöd, Mann. Es ist das stärkste Kapselmonster, finde ich persönlich, aber der mutigste ist er nicht. So, Steinschild haben wir gefunden. Ist besser. Schild aus kleine Felsbrocken, ja, dann gönn dir. Du hast Schutzschild, Perlenkette, du kannst das auch nicht tragen, okay. Gut, aber Seelan kann, glaube ich, meines Wissens nach auch Schwerter tragen. Ach, da sind wir hier in dem Raum schon. Okay, kapiert. Ja, dann geht's do lang. Und dann gehen wir wieder auf die Anna-Seite. Und kümmern uns dort drum. So. Genau, wir gehen jetzt da nochmal lang. Komm, ich muss es einfach nochmal machen. Ah, Mist. Wieder nur Holzgolems. Okay. Also Tia ist da überhaupt nicht gut dabei. Ja, das möchte ich sehen. Sehr gut, Gordo. Na, sieht auch gut aus. Und Seelan zieht mit ihrer Kette Avas ab. Sehr gut. Ja, Tia hat's irgendwie nicht so drauf. Und dafür ist Maxim hier der absolute Hengst mit seinem Feuerdolch. Okay, dann gehen wir hier lang. Dann müssten wir wieder, ja, müssten wir hier in dem Bereich landen. So, komm her, du. Ghoulie Boy. Machen wir das so, so und so. Maxim müsste eigentlich ausreichen, um so einen Ghoul zu zerschmettern. Jo. Und ihr könnt euch hier mit dem Skelett hier... Ah, Freunde. So. Jetzt bin ich, glaube ich, genau, voll in die Überraschungsangriff reingerannt. Ich denke. Gut, der zieht schon gar nichts mehr ab bei Maxim, aber ja, bei Gordo leider. Sobald er einen Kratzer hat, zieht er Achleiner. Aber ich glaube, der wird auch mit von Entwicklungsstufe zu Entwicklungsstufe wird er auch ein bisschen mutiger. Wie wär's da mal mit Megabeben? Das wäre doch mal nicht verkehrt. Du gehst auf den und du... hau doch mal den. Weil ich glaube, die sind schon relativ allergisch gegen solche Erdangriffe. Gut. Sehr schön. Tot. So. Seelan und Guy haben nochmal ihr Level abgestaubt. Und wir müssten jetzt auch noch solche Golems, genau. Okay, folgendes. Wir machen das. Oh, okay. Nee, das führt uns direkt ins Scheiße. Ne, das machen wir nicht. Dann machen wir das so, so. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Abfolge war. Aber wir haben hier einen Ursprungszauber. Genau, so war es, um an den Zombie-Ringdraht zu kommen. Dann müssen wir diese Reise nochmal kurz auf uns nehmen. Damit wir hier und dann nochmal so hinkommen. Genau. Dann war der hier. Dann müssen wir nochmal ganz kurz dort hier. Oh, hallo? Wieder nur Holzgolems. Was sind denn die berühmt-berüchtigte Glatzenwichte? So, du machst jetzt nochmal so. Ist das doof? Okay, so machen wir das. Das müssten wir hier kriegen. Aber den Rätselraum hier möchte ich auf jeden Fall noch gelöst haben. Und wenn ich hier alles geplündert habe, dann würde ich hier meinen Cut setzen. Ach, wenn der Teil etwas extended wird. Ich glaube, das sind sie jetzt, die berühmt-berüchtigte, oder? Ja, 3-mal Glatzenwicht. Ist das so ekelhaft, Mann? Okay, geht mal auf den. Und okay, das bringt auch, was es aussieht. Und der Recht kümmert sich um die anderen Viecher. Irgendwann mal aber Funke bei denen was bringt. Okay, das ist genauso gut wie Elektrizität.
Oh, jetzt gehen sie allesamt in geschlossener Glatzenfront auf unseren Korto los. Oh Mann. Mann. Und vor allem, wie die ja noch aussehen dabei. Ist das großartig. In der Pose des wütenden Dorfbewohners. Oh Mann, ist das so doof. Okay, du kannst mal die Brigade hier heilen. Dann ist der Kampf wenigstens als für irgendwas nutze. Sehen die so doof aus und dann noch diese Bezeichnung dazu. Oh Gott, ich glaube, ich nenne ab jetzt auch einfach so ein Metallgolem, einfach nur noch Glatzenwicht. So, jetzt gehen wir mal. Okay. Oh Gott, nee, Zornarmband immer hier. Wäre ich noch schneller zornig und erhöht die Angriffskraft. Verbessert ein bisschen mein Steinschild, erlaubt. Dann darf Guy das Steinschild tragen. Und dann hat man noch einen Zombie-Ring. Oh Gott. Hilfreich gegen untote Gegner und Fokus. Angepeilte Gegner verschwinden im Nu. Ja komm, das wird eher nicht Ei-Treffer, aber schauen wir mal. Ja, mindestens. So, der Schlüssel haben wir jetzt auch schon mal gekriegt. Mit dem wissen wir dann, wo wir gehen können mit dem Schlüssel. Dann muss ich nochmal den kurz zurückfahren. Ich muss nämlich noch den anderen als Blockade hier schmeißen. So, das machen wir dann so. Blockade, verrichte dein Werk. Und da müsste jetzt der Frostdegen drin sein, wenn mich denn alles täuscht. Jawohl, Frostdegen. Perfekt. Das ist dann was für Seelan. Okay, ein Degen aus dem ewigen Eis. Kälteschock 3 so stärker und vor allem empfindlich gegen Gegner, die Angst vor Frostbeule haben. So. Alle hopp. Ich find's auch so geil, dass diese Glatzenwichte sogar eigene Männler haben. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Die Holzgolems haben hier so eigene Männler. Und die Glatzenwichte haben auch ihr eigene Männler. Alle Haupt, an denen ich mal sage, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Lufia auf Pelzig, wo wir dann weiter und tiefer in das Schwerttempel eindringen werden. Also machen's gut und bis übermorgen dann wird es Maxim und seiner Truppe gelingen, das magische, hochbegabte, super tolle Dekoschwert zu entwenden. Wir werden sehen. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder, ihr liebe Leute. Iron Yankee.